The time's not right to die. Wonder how the time flies fast. When I say now it's almost past. Days go by, years go by, life goes by, you got no time. Und somit Christi zurück zu XCOM. Und zwar folgendes. 2 kleine Änderungen werde ich jetzt vornehmen. Das betrifft XCOM und in 2 Tagen Anno. Und zwar, ich werde diese 2 Spiele relativ zeitnah aufnehmen. Das heißt, heute ist der, kurzer Blick, heute ist der 14.01. und diese Folge erscheint am 15.01. Ja? Das heißt, ich werde die nächste Anno-Episode dann auch relativ zeitnah zum Erscheinen aufnehmen und das werden wir in Zukunft so handhaben. Dann habe ich nämlich unter der Woche zwischen den Folgen sind, dass ich die jetzt nicht anlege, kurz noch einen Blick, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Circa 10 Tage liegen zwischen den Episoden. Und das lässt mir auch genügend Zeit, dass ich mir die Kommentare, die unter den Videos kommen, dass ich mir die zusammenschreibe und dann auch in die Episode mit einbaue. Gell? So werden wir das in Zukunft handhaben bei den Spielen oder bei XCOM und Anno. Weil Fallout 4, da habe ich, ja, da gehe ich eigentlich strikt nach Idee vor. Da kannst du nur zuschauen und bei Mass Effect ist auch ungefähr dasselbe. Das kenne ich schon, da weiß ich, wo ich hin will und hin und her und bla bla bla. Also ich will mich da jetzt nicht in irgendwas verhaspeln oder verreden. Ich werde hier heute noch ca. 25 bis 30 Minuten einen Hardcut machen und werde aber dann in der nächsten Episode XCOM dann wieder auf den nächsten Kommentar eingehen. Genau. Passt. Und zwar in der Episode 7 hat mir der Plot 1184 geschrieben, mit der Erforschung des Alien-Nav-Computers kannst du den Satelliten Nexus bauen. Das war... Warte mal kurz. Ja, sorry, das dauert bei mir immer wieder ein bisschen. Ich muss nur immer wieder schauen, wo was ist. Waffenfragmente, experimentelle Führung, experimentelle Kriegsführung, Sektoidenautopsie, okay. Technikabteilung, genau. Satellit. Ein verbesserter Aufklärungssatellit, der so modifiziert wurde, dass er die typische Schwerkraftverzerrungen orten kann. Mein Problem ist halt jetzt momentan, wir haben nicht so viele Credits. Das heißt, Einrichtungen bauen. Aufzug. Betragen 10 im Monat. Okay. Labor. Dann hast du noch dazu geschrieben. Platz für 4 XCOM-Satelliten. Gleichartige Gebäude nebeneinander zu bauen. Nachbarschaftsbonus. Im Falle von Satelliten-Nexus Uplink ist dies ein XCOM-Satellit pro Verbindung. Okay. Wir werden uns das jetzt in der nächsten Zeit ein bisschen genauer anschauen, das Ganze. Du hast mir ja viel Glück gewünscht, oder? Ja. Das dauert 5 Tage, Resttage 9, da ist Dampf. Okay, wir lassen das jetzt einmal so. Kurzer Blick, ich werde mir das auf einen kleinen Zettel neben noch mitschreiben. Okay, was das? Ich nehme gleich den Zettel, der da vor mir liegt, wo ich mir gut Deutsch gesagt, die Bedienungsanleitung für die Kämpfe aufgeschrieben habe. Das wird jetzt nicht eine unbedingt interessante Episode, aber ich bin nämlich eben auch durch deine Kommentare dahinter gekommen, dass das Spiel ja relativ umfangreich ist.
für Ingenieure. Also das ist der Aufklärungssatellit. Das ist die Offiziersschule. Das ist die Schiffsliste, genau. Okay, Transfer, Abfangjäger kaufen. Ach so! Okay, verstehe. Verstehe. Gut. Lagezentrum. Ah ja. Genau, das haben wir. Baue den Alien-Sicherheitstrakt. Erledige offene Aufträge. Besuche den Schwarzmarkt, das haben wir. Satellitenkontrollzentren haben maximale Kapazität erreicht. Weitere Zentren erforderlich. Okay. Okay. Offene Aufträge haben wir 0. Okay. Ja. Das Problem. Baue einen Pulsbogen, verhöre ein gefangenes Alien. Wir brauchen einen Alien-Sicherheitstrakt, um den Gefangenen Sagen Sie den außerirdischen... Männern, Sie können nicht einfach Alien-Leichenteile als Souvenir mitnehmen. Das ist gegen die Vorschriften. Gusch. Wir brauchen einen Alien-Sicherheitstrakt, um den Gefangenen Außerirdischen sicher einsperren zu können. Um dieses Gebäude zu errichten, wähle in der Technikabteilung den Alien-Sicherheitstrakt aus der Liste der verfügbaren Bauoptionen aus. Okay, baue den Alien-Sicherheitstrakt. Das haben wir ja schon abgeschlossen. Genau. Pulsbogen, baue einen Pulsbogen. Warte mal kurz, der war... Na, da war er nicht. Sektoidenautopsie? Nö. Was ist da? Nach Aktivitäten scannen. Das machen wir gleich. Wir brauchen nämlich Kohle. Da war nix. Da war sie. Was ist denn da herum? Forschung? Technikabteilung. Genau. Ah, was haben wir jetzt gesagt? Ah, das dauert jetzt alles noch ein paar Tage. Einrichtung bauen. Labor. Satellitenkontrollzentrum. Kraftwerk. Ah, das ist das, was du gesagt hast. Nicht genug Gegenstände. Da das Signal von einem Team von Ingenieuren überwacht wird, kann jeder Satellitennexus die 4 XCOM-Satelliten empfangen. Ein Zutat. Ja, wir haben noch keine Kohle. Kraftwerke liefern. Strom, ja, erzeugt 6 Bonus plus 2 Energie pro angrenzenden Kraftwerk. Labor. Warte mal. Offiziersschule, Einrichtung. Wenn ich jetzt hergehe, da haben wir das Labor. Satellitenkontrollzentrum haben wir da. Jetzt überlege ich nur gerade. Wir werden das jetzt mal so machen. Jedes Labor erhöht die Forschungsgeschwindigkeit um 20%. Okay. Ich hätte gesagt, wir fangen einmal ganz klar mit den Kraftwerken an. Ja, es hilft nichts. Irgendwo müssen wir mal anfangen. Wir machen es so. Kannst du mir in die Kommentare schreiben, ob das so Sinn macht. Wenn wir jetzt hergehen, wir bauen da einmal 2 Kraftwerke her. Da haben wir ein Labor. Vielleicht können wir da
3 Kraftwerke hermachen. Wie viel kostet uns das Satellitenkontrollzentrum? Warte mal. Einrichtung bauen. Abreißen 5. Na, das wollte ich eigentlich gar nicht. Das war das. Da brauchen wir jetzt einmal nichts. Einrichtung bauen. Kostet 5 Punkte. Was kostet... Also, okay. Ich verstehe. Da haben wir den Quagel. 8 Ingenieur, 8 Energie, 15 Ingenieure, 325 Legierungen, 2-mal UFO-Computer, Kraftwerk und Labor. Okay. Alien-Sicherheitstrakt. Ja, wir lassen jetzt einmal, die Gebiete lassen wir jetzt einmal. Wir werden uns da ein Kraftwerk herstellen, genau. Die Wartungskosten für dieses Gebäude tragen 11 pro Monat. Bau beginnen. Okay. Das Kraftwerk, Labor, dann können wir da vielleicht ein zweites Labor her tun, dass wir da schon wissen. Da ein zweites Kraftwerk dazu, dann haben wir die Labore versorgt. Und wenn sie ist, könnte man ja hergehen, da im Laufe der Zeit. Ich will mir ja die Zeit nehmen für das Spiel. Weil ich finde es nämlich nicht einmal uninteressant. Wenn wir da hergehen, die zwei, was war das? Einrichtungen bauen. Achso, ich kann jetzt da nicht einmal. Aufzug. Ah! Zu wenig. 50, okay. Ja, hilft eh nichts. Wir sind jetzt da mal relativ hinten. Das heißt, wir müssen da 5 Tage warten, da 5 Tage und da 9 Tage, Resttage 9. Ich vermute mal, das ist die Bauzeit vom Labor. Wird ausgehoben, Resttage 5. Da müssen wir jetzt eher mal warten, glaube ich. Wenn ich mich jetzt irre, dann bitte berichtigen. Gut. Dann schauen wir nochmal zu unserem Schnuckerl. Das bist du. Also das ist das Alien-Nav-Computer. Satellitennexus zum Bau verfügbar, da fehlt uns die Kohle. Okay, habe ich begriffen. Genau, so halbwegs. Dynamanautopsie, schnell, bla bla blub. Okay, passt. Dann, das ist der Hangar und das Lagezentrum ist das da. Satellitenkontrollzentren haben maximale Kapazität erreicht. Weitere Zentren erforderlich. Okay, das heißt, wir sind jetzt eigentlich von einer Wartezeit abhängig. Oder da ist schon mit da jetzt. Warte mal, was ist da? Was? Dynamanautopsie, Forschung abgeschlossen. Dynamanautopsie, Forschungsprojekt abgeschlossen. Weitermachen. Ja. Mehr kann ich jetzt auch nicht sagen, Mädchen. Voll geil! So schnell geht's. Kraftwerkprojekt Bau abgeschlossen. Weitermachen. Hihihihi. Grabung abgeschlossen. Commander, wir haben mehrere Hilfegesuche erhalten. Aktuelle Entführungsfälle sind auf dem Hologlob markiert. Ja, weißt du was? Ab nach Frankreich. Trupp muss mit Hilfe, okay.
Da können wir jetzt eh nichts machen. Wir sind schon zu fünft. Ah ja, das haben wir ja gelevelt, gell? Da war ja irgendwas. Rucksack, Splittergranaten, Scharfschütze. Ich lasse das einfach einmal so bei Tipps, Tricks ab in die Kommentare. Du weißt ja das eh schon, das Gespül, ne? Was sich schon langsam da auf diesem kleinen Kanal einbürgert. So. Strike One, bereit machen zur Landung. Beginne den Angriff. Frankreich fordert dringend einen Einsatz an. Eine lokale Übertragung deutet darauf hin, dass die Aliens in einem großstädtischen Gebiet operieren. Wir müssen da runter und alle Feinde ausschalten. Okay. Tipp. Gifte lassen sich mit einem Medikit neutralisieren. Manche modernen Rüstungen schützen komplett vor Vergiftungen. Erkunden Sie den Entführungsschauplatz und identifizieren Sie Gegner. Schalten Sie alle gegnerischen Aliens aus. Ja, das werden wir wohl noch hinkriegen. Strike One, hier Central. Sie haben Feuererlaubnis für jeglichen Feindkontakt im Einsatzgebiet. Keine Risiken eingehen. Seit wann? Okay, kurzer Blick. Jetzt muss ich nur schnell schauen. E und Q ist Kamera drehen. Ich bin da schon so lange nicht mehr erinnern gewesen. Tab Charakter wechseln und X ist Waffe tauschen. Okay. Was bist denn du? Du bitte daher. Genau, dann nehme ich die. Du bitte daher. Mit Getöse. Hallo. Okay. Sie steht ungut. Ja, dann du bitte daher. Du wirst jetzt eigentlich alle 2 Aktionspunkte aufbrauchen. Nö, tust du nicht. Auch schön. Gut, mich kotzt aber der der da an. Gut, was sind jetzt da die 2 Kleinen? Da, der eine hat sie... Warte mal kurz, ich trage mal die Kamera nach. Hä? Der eine hat sich da versteckt, was ich mir entsinne, und der zweite ist ja da irgendwo. Egal. Was bist du? Hä? Na? Was hat er jetzt da? Ja, du bist also ein 3-Käse-Gulli. Ja, wurscht. Ja, das haben wir jetzt echt. Wir brauchen eine Notevakuierung. Jetzt! Verdammt, sofort! Ja, ich hab einen Fehler gemacht, Entschuldigung. Beruhig dich! Du Weichling! Wir sind ja da in keiner Putzwerbung. Jetzt überlege ich nur gerade. Na, du gehst bitte daher.
Warte mal, jetzt überlege ich noch gerade, ob das in Ordnung ist, wenn er daher geht. Warte mal. Ich möchte nur wissen, wenn er daher geht. Na, geh du daher bitte. Daher. Ich will ihm. Warte mal. 26%, das ist nicht viel. Sei's drum. Kill bestätigt. Sektoidenplasma-Pistole. Cool. Ich habe jetzt zwar nicht ganz mitgekriegt, um was so jetzt gegangen ist, aber ich werde es mir dann im Schnitt noch mal anschauen. Hast du was, Kollege? Geh du daher. Dann habe ich nämlich das 3-Meter-Haus benannt, weißt? Ich? Na, kommen Sie. Achtet auf die Pflanzen. Also... Ah, Scheiße. Warte mal. Ich brauch die. Du bitte daher. Ja, dann bist du nämlich nicht im Schussfeld. Das ist das Problem an der ganzen Sache. Okay. Ist er noch, hat sie er jetzt auch schon beruhigt? Ja. Sehr gut. Lass mich überlegen. Wie geht das jetzt an? Du gehst daher. Was heißt der rote Pfeil? Der bedeutet ja irgendwas. Ja, was weiß ich. Wo sind jetzt der Day 2? Warte mal. Ich trau da jetzt nochmal nach. Die zwei kleinen Hosenscheißer sind nicht da irgendwo unterwegs, gell? Kurz einen Blick. So. Die zwei kleinen Scheißer sind da unterwegs. Und solltest du das jetzt sehen, Plot, wenn diese Episode erscheint, zwischen Erscheinen der Episode und meinem Nachhausekommen von der Frühschicht sind circa 2 bis 2,5, 3 Stunden Zeitunterschied. Ist Herz auf deinen Kommentar wieder dann im Laufe des Nachmittags, gell? So. Na, wenn ich ihm jetzt da hergib. Also ich probier's. Was heißt das rote, der rote Pfeil? Ich glaube, jetzt laufe ich... Nein, ich laufe nicht. Shit. Das war nicht gut.
Jetzt habe ich, weil wir da gerade dieses Strategie- und rundenbasierte Spielen, jetzt habe ich eine Frage in die Runde. Wer es vielleicht kennt, wer es vielleicht sicher schon vor mir gespielt hat, 30.000 Mal. Wie funktioniert eigentlich, kurzen Blick, wie funktioniert eigentlich dieses in Fallout 1 und Fallout 2, dieses Kampfsystem? Das habe ich, das wirst du erst hören in der kommenden eure Kommentare Episode. Wie funktioniert das? Da kommen wir so halbwegs zusammen. Mir ist das System aber in Fallout 1 und 2 ein Rätsel. Vielleicht kannst du das ein bisschen erklären. Feldposten. Feuer. Okay. Hat er schön... Er hat ja schön einen über den Deckel gekriegt. Kurzen Blick. Was ist, wenn er jetzt dahergeht? Nein. Das ist 58%. Ich probier's einfach. Hab ihn weggefegt. Okay. Ja, wie gesagt, es ist zwar vom Spieltempo her für mich persönlich jetzt einmal ganz was Neues, aber ich finde es jetzt absolut nicht schlecht. Okay. Du bitte daher. Er wird nicht viel Chance haben, dass er da aus dem Dings rausholt, oder? Das kann ich mir jetzt nicht vorstellen. Jetzt schau ich nur gerade. Wenn ich einen da platziere. Nein. Es geht sich. Nein, es geht sich vom Winkel her eh nicht aus. Das passt auch. Ich gehe jetzt einmal da um. Hätte er eine Chance, dass er ihn trifft? Ah, du bist an der Reihe, mein Söhnchen. Wieso? Ach so! Trottel, er hat ja noch mal einen Aktionspunkt. Den habe ich jetzt übersehen. Weißt du was? Dann geh du aber da in Deckung, bitte. Ab und zu muss man mal einen Schritt zurück machen, dass man Vieri Zieht kommt. sich zurück! Vorrücken! Passt auf die Seiten auf! Scheiße. Um Himmels Willen, holt mich hier raus! So, dann nicht einmal dumm. Nachladen ist ein Aktionspunkt, gell? Warte mal. Und Tschüss.
Okay. Ah, er braucht noch ein bisschen, bis er sich beruhigt hat. Wo war jetzt der andere? Da war ja noch irgendwo einer. Genau, das war er. Vielleicht hat er einen Klick, dass er ihn trifft. Keine Ziele verfügbar, auch gut. %, das ist nicht viel. Schieße bei geringer Zielverschlechterung auf den ersten Gegner, der sich ins... Okay. Ihm kann jetzt eh nicht angehen. Oder mit ihm kann jetzt eigentlich eh nichts machen, weil er ist eh im Panikmodus. Geiles Spiel.